Moie lewerle Goeten, mein Numm ass Jerome Luling. A méger klenger Sendung letze woie schléiere schwätzen jiech haut moll nees enkeier iwwer mei Videospiel Chase op de Fehler. An da kuke ma eis dat Molun. Voilà, do hunnech puer nei Sachen dobei gesat, verschiide Levelen an also ass schon ganz ernstcht fir déi wo den échte Clip gesinn hunn. An da spielen schlummel de Level 1. So, ha ënners mei Menschen. Ha iwwerreets gesit, dat do se lower Konteur vun den Laseren, die der chaist. An hai sind Fehler, de mussssen der 5 fannen. Oppassen hai kënnt eng Bomb an eng Flotbox, ja dat geht net futti, well dat ass jo och ke Fehler. E Fehler wird zum Beispiel en Fëch, dat en Wäsch fällt. Und da kommt noch lo wieder ran, gescrollt, hai overreets in deier Haus, man steht Futti, und da gesieht der hai, dat das lo schon der Fehler 2 von 5, mat fra, dat geht natürlich auch nicht, also mat fra, dat geht nicht, das mat falsch, do mat der fra, dat das richtig. Und hai overreets muss oppassen, schon noch ein Lasercounter gemacht, da gesieht er, ning vun 20 Schëss hunne Geschoss. Eng Haus Fehler, dat ass also lo den de Fehler 4 vu 5. An dann hunnech nach hai deng Hund, dat ass e Fehler, eng Bam, dat ass och e Fehler. Mat der Fra, dat ass richtig, du gesit dat du sind dann Explosionen, eng Stroos, dat ass och richtig, kën eng Explosion méi d'wuet verschwunt net. Ma ja, wann lo nach een Fehler Futti chasen, dann hunnech de Level gepackt, Level 1 vun 10. Am Moment sind schon am gangen de Level 2, 3 und so weiter zu entwickeln. Die kann ich euch also lo noch nicht weisen. Aber jetzt gesehen an mein Numm, an das ist ein Titel vom Spiel Chase op de Fehler. Das ist also eine klassische Shoot'em Up, wie das an der Videospielszene heißt. Und ja, ich bin ein großen Videospiel Freund. Man mech schon ugefangen mat der Atari-Konsol, dann no de Commodore 64, Playstation, den Amiga, wat man nach Sega, Dreamcast, Nintendo 64, an PC, iPad, iPhone. Ich wollte immer schon ein Spiel entwickeln, méi ich sinn eben limitiert, wat még informatisch Kenntnisse belangt. Aber haut ist das Kridder-Programmer, mit denen könnt ihr so Sachen entwickeln. Und voilà, das ist meine Idee, mein neues Projekt, dem mich auch am Konfinement immens beschäftigt, weil das nicht einfach die Befehle alle rauszufinden. Kann ich sich natürlich vorstellen, für was weißt du schon die Idee an diesem Stadion, das Produkt ist noch nicht fertig. Ja, wir leben in einer unmöglichen Zeit, kann all da etwas geschehen. Ich wollte aber, ob man dann die Entwicklung vom Spiel ein bisschen weisen, das ist ziemlich sicher, dass ich auch die dorten Idee wird geklaut kriegen oder no gemacht gehen. Und da geht so gemacht, wie wenn das schon immer gewesen wir live von wenigstens gegen zitiert gehen. Ich denke, ja, ich verstehe. All meine Kandidaturen go refusiert, all meine Projekte gecancelt. Aber die Ideen sind aber gern immer imitiert gehen. Wie gesagt, wenn ihr wenigstens zitiert geht, dann wird das schon ganz fein. Also, alles richtig. Dir sieht die allerbest. Hallo, Zeit für ein bisschen Party. Dance. Boogie Wonderland. Auszuschaffen. Also, Work in Progress, immens viel Arbeit. Mich aber Spaß, weil das beschäftigt den und ich bin noch mega happy, dass ich etwas gefunden habe, was irgendwie neu ist und was auch spannend ist. Ja. Also, ich hoffe, dass ich echt geschwind nach mehr dazu kann so erweisen. Ja, das ist auch nicht mein erstes Computerspiel.
Ich habe schon entwickelt, das hat Comboling geheischt. Ich meine, das war 2004 oder 2003, ich weiß es nicht mehr. Und das hat auch international ein bisschen Success. Also eine Kritik aus einer amerikanischen Zeitung J.is Games aus dem Jahr 2005. Und das Spiel wird Comboling geheischt, kombinieren an Lulling, Comboling. Und da hat den einfach mit den Kösten miteinander verbannen. Das finde ich auch noch als Flash-Game am Internet auf hunderte von Seiten, ich weiß nicht wo überall. Und wir hatten dann auch eine App gemacht, die hat Combo Flame geheischt. Das war mit Daniel Rost, ein Informatiker aus Schweden. Aber das war nicht so der große Success. Ich meine, es geht doch nicht mehr am App Store, weil das nicht mehr geupdatet gehen. Aber da könnt auch da das Video gucken, da seht ihr, wie es funktioniert. Und am Moment meine ich auch nach Sprachenspiel auf rtl.lu und da wollte ich wirklich all denen tausende Leute, merci so, die das regelmäßig spielen. Die Statistiken sind enorm, hier ist die Statistik vom Sprachenspiel 96. 844 Leute haben durchgespielt. Aber Zeit go 25.402 Mal geguckt. Das ist für rtl.lu bald normal. Also, ich meine noch nicht, dass rtl.lu so dags geguckt hat wegen dem Sprachenspiel. Aber ich kann RTL nicht mehr merci so dem Luc, dem Patrick, dem Tom, dem Olivier, dass sie mir damals geholfen haben, der dort Bein zu setzen. Und natürlich auch den Decap, den wir immer nächst Witzer zur Verfügung stellen, die Stummat abbauen. Und natürlich auch dem Christine Mann, die hat mal eine Reihe Frohen geschickt hat, die ich dann auch mit an Sprachenspiel abbauen. Frohe Nummer 2 normalerweise. So, und da ging ich Hannescht an mein Hauptmenü. Und das war dann auch schon jetzt für heute. Ich so nicht vielmals merci. Aber bis hoffentlich geschwind ja. Also so. Wo ist dann heute? Merci für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschwind. Au revoir.